Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. Die IRA in Bern, der St. Patrick's Day, war gestern. Die Reitschule Thun steht vor einer ungewissen Zukunft. Und wird Brienz zum nächsten Touristen-Hotspot? Gestern war in Bern mehr als nur die Aare und der Stappi grün. Am St. Patrick's Day haben sich die Iren und die Irland-Fans grün gekleidet und gross gefeiert. Meine Kollegin Daniela Dambach ist der Frage nachgegangen, wer der Patrick denn überhaupt ist, und hat eine Irish Folk Band am Gedenktag begleitet. Irische Musik bedeutet mir sehr viel, also allgemein Musik, aber in den letzten paar Jahren hat es mir die irische Musik recht angetan. Irische Musik steht für mich so ein bisschen für das nicht verpflichtete Freude haben und einfach Musik machen. Ob man jetzt in einer guten Stimmung oder einer schlechten Stimmung ist, einfach herzuhocken, mit guten Leuten gute Musik machen. Die so Top 200 Tunes, wenn man die spielen kann, sind sehr alte Stücke, alle von Irland. Und da kann man auch irgendwo auf der Welt herhocken und mitspielen in so einer Session. Und man fängt an, wenn es ein paar Leute kennen, können sie mitspielen. Wenn man es nicht kennt, spielt man halt nicht mit. Aber dann tut jemand wieder das Set abschließen und dann ist dann wieder die Bühne frei für die nächste Person, um ein neues Set anzufangen. Und das kann unbeschränkt lang gehen. Entweder geht dann halt die Bar irgendwann zu oder dann schlafen die Leute ein. Aber es kann wirklich schon mal 6-7 Stunden lang einfach Musik sein, durchgehend. Der 17. März ist St. Patrick und es ist speziell für Irland, weil alle irischen Leute, es ist wie für uns der 1. August, aber es ist für Irland sehr wichtig, weil sie haben diese Link, mit diese Bund mit dieser Musik. Und es gibt so viele irische Leute, die außerhalb von Irland leben und sie spielen Musik und sie hören diese Musik, sie kennen diese Musik. Und ich weiß heute, meine Freunde von Irland, die immer noch in Irland wohnen oder die in Amerika oder Japan oder ich weiß nicht wo sie wohnen, sie spielen heute noch von heute diese Tunes und wir sind wie heute ein bisschen connected, finde ich. Ja, es ist speziell heute. Ja. Die Reitschule Thun ist seit Jahren sanierungsbedürftig, aber das Geld für eine Renovation fehlt. Darum haben die Verantwortlichen jetzt ein Crowdfunding gestartet und immerhin 80'000 Franken zusammenbekommen. Trotzdem ist das nur ein Bruchteil von dem, was nötig wäre, für die Zukunft der Reitschule zu sichern. Meine Kollegin Daniela Dambach hat mit dem Vorstand des Fördervereins geredet und sie gefragt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mir gar nichts erhofft. Also es war ja wirklich Neuland für uns mit dem Crowdfunding. Und es ist mega cool, haben wir die erste Etappe erreicht. Und das Erste, was wir in Angriff nehmen, ist sicher, es gibt einen Offenstall am gleichen Standort, wo jetzt Zelt sind, aber wirklich einfach ein grosses Dach. Wird offen sein auf allen Seiten, ausser der Rückwand. Und ja, es gibt einfach ein grosses Gebäude. Ja, ich möchte allen, die am Crowdfunding geholfen haben, merci vielmals sagen. Das ist mega cool, haben wir so die erste Etappe erreichen können. Also wirklich ein grosses Merci an alle, die uns unterstützt haben. Ich nehme an, es ist für dich noch so eine Erleichterung. Vorher bist du, glaube ich, schon so ein bisschen die, die das Ganze getragen hat. Jetzt hast du wie einen Verein im Rücken. Was macht das für dich vom Stress her? Ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich jetzt so Unterstützung bekomme. Es ist natürlich gleich, die Reitschule ist immer noch viel, aber dass ich so 7 Leute im Rücken habe, die mir helfen, ist natürlich sehr cool. Ja. Ja. Und ja, wie ist es dann zum Förderverein gekommen? Es ist ja so, dass wir ein Crowdfunding gemacht haben für die Reitschule, für eine gute Zukunft zu ermöglichen. Und im Rahmen von diesem Crowdfunding haben wir sehr viel Solidarität erfahren hier. Und es war ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Und gleichzeitig ist das Crowdfunding jetzt abgeschlossen und wir haben ja nach Wegen gesucht,
quasi, wie kann man die Solidarität weiter pflegen. Wir haben auch gemerkt, es gibt ein Bedürfnis, dass das Angebot in der Region bestehen bleibt für die Reitschülerinnen und Reitschüler. Gleichzeitig ist es ein Lehrbetrieb, wo junge Leute hier ihre Ausbildung machen können. Und darum haben wir uns überlegt, was sind Wege, wie wir das weiter pflegen können. Und darum haben wir uns für den Förderverein entschieden, für die Reitschule eine gute Zukunft zu führen. In den Umbau rein, während dem Umbau, aber auch über den Umbau raus, für die Rosse, die hier sind und für die Reitschülerinnen und Reitschüler. Ja, wir sind froh, ist so viel zusammengekommen. Und trotzdem fehlt einfach noch ein grosser Betrag. Wie Carmen das hat erklärt, es reicht für einen Teil zu machen, es reicht aber noch nicht für wirklich nachhaltig das alles zu sichern. Und gerade mit der Jugendförderung, wo man ein bisschen dranbleiben will, dass man die Kinder nachhaltig fördern kann, dass man denen in den nächsten Jahren vor allem immer gute Reitstunden, qualitativ grosse Sachen, dass man einen guten Platz, das alles bieten kann. Für das reicht es einfach noch nicht. Wir haben eine Möglichkeit mit Patenschaften, wo später sicher dazu viele Infos werden kommen, wo man weiter wird gehen, wo sicher auch weiter spenden kann, wo wir weiter auf Sponsorensuche sind. Wir wollen aber auch sehr, sehr gerne zeigen, was die Kinder machen und was die Kinder lernen und was die Kinder können. Und wir werden am 31. August einen Hoftag machen, Tag der offenen Tür, wo alle gerne reinschauen dürfen, was die Kinder eben alle Wochen hier lernen und alle Wochen hier machen. Und eben zeigen, was wir dort alles bewirken und wollen bewirken, für eine Reitschule, eine Infrastruktur und den Kindern über die nächsten Jahre weiterzuhelfen. Die Diskussion um Overtourism schlägt weiterhin hohe Wellen. Iseltwald ist vor kurzem von Touristinnen und Touristen überrannt worden, nachdem sie in einer koreanischen Fernsehserie vorkam. Droht gleich im malerischen Brienz das Gleiche? Jedenfalls hat ein Social-Media-Kanal mit Abermillionen von Followern gratis Reklame für das Dorf im Oberland geschaltet. Mein Kollege Ben Abeckle hat mit dem Gemeindepräsidenten geredet und ob in Schweiz Tourismus nachgefragt. Die Organisation glaubt jedenfalls nicht, dass das Dorf von Touristen überrannt wird. Herr Zumbrunn, wir sitzen hier in Bern, nicht in Brienz, aber nicht etwa, weil ihr hier Werbung macht für eure schöne Gemeinde. Nein, ich darf unsere Gemeinde oder unsere Region im Grossrat vom Kanton Bern vertreten. Darum bin ich gegenwärtig hier in unserer Rathausgasse. Ja. Wenn wir jetzt auf Brienz schauen, in eure schöne Gemeinde, ich habe das bewusst so gesagt, da liegt dort die schönste Strasse der Schweiz. Wie geht es euch mit dem? Ja, das ist natürlich ein riesiges Kompliment, das wir hier bekommen haben. Erstaunt hat es mich eigentlich nicht, das haben wir natürlich gewusst, aber dass gerade so über Atlantik bekannt ist, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Jetzt hat die Hauptseite fast 40 Millionen Follower. Kommt man da ein bisschen zu schwitzen, weil man denkt, ja, die kommen dann vielleicht alle vorbei? Ja gut, wenn gerade alle kommen, hätte nicht nur mehr ein Problem, wäre vielleicht der Flugplatz Zürich auch überfordert. Ich kann das nicht einschätzen, wie das ist. Keine Ahnung, was da kommt, aber sicher der eine oder andere wird die Gasse besuchen und auf das freuen wir uns natürlich. Und die Gasse selber die ist ja auch so schön wegen der Anwohnerinnen und Anwohner, also eigentlich auch ein Kompliment an Sie. Richtig, das ist mit allen Sehenswürdigkeiten eigentlich so. Also die Allgemeinheit kann viel zur Verfügung stellen, sei es Infrastruktur. Aber schlussendlich die filigranen, feinen Details, das macht halt der Anwohner oder der die Landschaft pflegt. Und hier eben in diesem Fall sind es natürlich die Hauseigentümer, die so schön zu diesen Häusern schauen und die auch beschmücken im Sommer und im Winter mit dem Weihnachtsmarkt und alles, was da ist natürlich ihnen eigentlich ein sehr grosses Kompliment auszusprechen. Das war es mit dem heutigen Panorama aus dem bewölkten Bern. Für weitere Informationen zu unseren Artikeln schaut doch auf unserer Webseite oder auch in unserer App vorbei. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News noch mehr, ob das Wetter in den nächsten Tagen besser wird. Merci fürs Zuschauen und tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern vom Montag, den 18. März. Ja, seien wir ehrlich, nach dem nassen Start haben wir uns ein paar Sonnenstunden inklusive Frühlingsgefühl verdient. Und die kommen schon morgen. Ein Hochdruckrücken sorgt für stabilere Verhältnisse mit einer trockenen und frühlingshaft milder Luft. Nur im Bodennähe liegt noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit, weil sie sich in Form von Nebel oder Hochnebel zeigt.
Entsprechend starten wir morgen unterhalb von rund 800 bis 1000 Meter, oft mit Nebel oder tiefem Hochnebel. Ober- und außerhalb davon ist es ein sonniger Start in einen Neutag. Dazu gibt es in Bern um die 4 Grad, in Frutigen sind es um die 3 Grad. Bis am Nachmittag löst sich auch der letzte Nebel- oder Hochnebelrest und wir dürfen uns auf viel Sonne und Ski freuen. Jedoch teilt sich die Sonne an den Himmel mit ein paar dekorativen Quellwolken und durchziehenden Schleierwolken. Temperaturen die sind auf Frühling eingestellt. Wir dürfen uns trotz Beisentendenz auf rund 16 Grad in Bern freuen. 0 Grad Grenze die liegt auf rund 2400 Meter und auf den Bergen da geht ein schwacher Nordwestwind. Ja, und wenn wir einen Blick in die Aussicht wagen, dann zeigt sich der Mittwoch ähnlich wie der Dienstag. Am Vormittag zum Teil grau und sonst meist sonnig und es wird für die Jahreszeit sehr mild. Lokal liegen 20 Grad drin. Am Donnerstag wird es unbeständig und besonders entlang vom Oberland nass und für den Endspurt ins Wochenende erwarten wir nach Nebelfeldern erneut Sonne und nach aktuellem Stand wird es am Wochenende unbeständig, nass und Temperaturen werden wiederum deutlich kühler und lassen die Schneefallgrenze unter die 1000 Meter sinken. Aber zuerst genießen wir den morgigen Frühlingsdienstag. Der wird nämlich abseits vom Nebel recht sonnig und frühlingshaft. Das war von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ade miteinander.